Да, Джуно, Чигаримо, Gel bana. Gel. 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 Bana. Bana ne? Amca mı Fırat? Jangan ketay. Juno, oh jika yo, oh tamam Jabez, mama amca mısın? Rock your body, come on, get body. Die Königin muss Ihnen äußerst gewogen sein, dass sie so kurz vor ihrer Niederkunft besucht. Ja? Er. Es ist eine Tatsache, dass mein Sohn den Titel seines Vaters erhalten hat. Ist das so? Ist das nicht so? Ob unser großes Experiment diese Generation überdauern wird oder nicht, wird allein seine Majestät zu entscheiden haben. Wahrlich eine komplizierte Debatte. Ich verstehe. Selbstverständlich könnte ich eine schnelle Beantwortung Ihrer Frage erreichen. Sollten Sie über hilfreiche Informationen verfügen. Ich bin nicht sicher, welche Informationen ich besitzen könnte, die eine brillante Person wie Ihre Hoheit nicht selbst schon hätte. Mich dünkt, dass die Frage der Vererbbarkeit des Titels schwierig zu entscheiden sein wird. Wir Themen. Vertrauen Sie Prinzessin Augusta doch ein paar Nichtigkeiten an. Birnen, Ihre Majestät hat hier nach Birnen gefragt. Ich lasse mich nicht auf die Prinzessin ein. Ich habe der Königin Freundschaft versprochen. Wenn Sie Freundinnen sind, können Sie Ihre Majestät womöglich bitten einzuschreiten. Sie wirkt so freundlich. Ihre Majestät ist zurück nach Kew gefahren. Ich kann nicht unangemeldet einfach in Kew erscheinen. Sie ist unruhig. Ich darf nichts machen, das ihr Ärger oder Kummer bereiten würde. Davon hat sie in der Tat schon genug. Was heißt das bitte? Man hört so einige Gerüchte. Gerüchte? Nun, wie ich hörte, sitzt die Krone nicht so fest, wie sie sollte. Der König ist krank oder verletzt oder etwas anderes. Klatsch nicht dann. Nein, ich gebe mich doch nicht mit Klatsch ab. Aber wenn, würde ich sagen, dass mehrere Küchenmädchen erzählt haben, dass Mitglieder des Oberhauses in Sorge um den König sind. Es wird gemunkelt, der Palast sei in Gefahr. Aber du gibst dich nicht mit Klatsch ab. Niemals. Ich kann Ihre Majestät nicht um Hilfe bitten, wenn das wahr ist. Das ist ermüdend. Teilen Sie dem König mit, dass seine Mutter wartet. Sofort. Das verstehe ich nicht. Augenblick keine Besucher. Ich bin kein Besucher. Ihr seid herzlich eingeladen, wiederzukommen. Ein andermal. Ich bin jetzt hier. George ist derzeit nicht abkömmlich. Weiß er, dass ich hier bin? Er ist beschäftigt. Es besteht Grund zu der Befürchtung, dass ihr den König gegen seinen Willen festhaltet. Das wäre dann Verrat. Ihr. Es könnte als Verrat angesehen werden, falls ihr mir verweigert, ihn zu sehen. Der König möchte derzeit keine Besucher sehen. Ihr wagt es, für ihn zu sprechen? Ihr seid nicht der König. Nein, doch ich bin eure Königin. Nun, ihr habt es euch für Vakuumund gemacht. Ihr habt mich ausgewählt. Ihr tragt nur einen König im Schutz eures Leibes. Den anderen König, George, habe ich unserem Land geschenkt. Euer kleiner König kann sich behaglich und warm in eurem Bauch verstecken. Meiner jedoch nicht. Könnt ihr nicht wissen, was ich stets verstanden habe? Ab dem Moment,
verstecken mehr für ihn. Es gibt keinen Platz für Krankheit oder Schwäche. Alles, was zählt, ist Macht, sonst nichts. Ich habe getan, was ich konnte, um seine Macht zu sichern. Und ihr macht das zunichte. Das ist nicht richtig. Er will es nicht einmal versuchen und ihr lasst ihn gewähren. Ihr dürft ihm nicht gestatten, sich zu verstecken. Seine Krone würde das nicht überleben. Er hat ein Land und ein Volk. Er muss regieren. Lord Bute lauert bereits. Der Argwohn der Regierung wächst mit jedem Tag, der verstreicht. George muss sich dem Parlament stellen. Ihr tragt nun diese Verantwortung. Er gehört euch. Charlotte, wie läuft der Tag? Deine Mutter war hier. Ich will sie nicht sehen. Ich weiß. Ich habe sie weggeschickt. Doch auch wir müssen wieder abreisen. In die Buckingham-Residenz. Charlotte, Du musst vor dem Parlament sprechen. Das Volk braucht den König. So undankbar. Diese höchst undankbaren, jammernden Kinder. Wie können sie es wagen, so mit mir zu reden? Sie hatten das bestmögliche Leben. Ich war eine außergewöhnliche und gute Mutter. Ich war eine außergewöhnliche und gute Mutter. Sie können gehen. Ihr Schweigen drückt mir in den Ohren, Brinsley. Eure Majestät, ihr seid die größte aller Könige. Und Mütter. Ihr seid die großartigste aller Königinnen, doch es geht euch genau wie allen Menschen hier im Palast. Ihr dient einer Person, dem König. Das ist kein Makel, es ist eine Gabe. Jeder Mensch dient dem König. Für uns alle ist seine Majestät am wichtigsten. Mitnichten. Brinsley, für Sie bin ich wichtig. Ja. Und das wird sich nicht ändern bis zum Ende meiner Tage. Brinsley, haben Sie Familie? Haben Sie sich nie vermählt? Nein, Eure Majestät. Wen hätte ich je finden können, der frei wäre, sein Leben mit mir zu verbringen, Eure Majestät? Ich bin hier. Und für uns alle zählt nur der König. Brinsley, Eure Majestät. lassen Sie meine Kleider holen. Ja, Eure Majestät. خستم بشمون خستم کجا میره جو؟ Eure Schwangerschaft schreitet gut voran. Ich hoffe, Eure Majestät hat die Umstände bisher ohne allzu große Unannehmlichkeiten überstanden. Es war das Leben in Kew war erschwert von einigen Unannehmlichkeiten. Und der König, er muss doch außerordentlich gespannt sein auf seinen zukünftigen Erben. Es tut mir gut. Ich habe Ihre Gesellschaft vermisst. Was habe ich während meiner Abwesenheit verpasst? Oh, was den Adel angeht, habe ich nichts Aufregendes zu erzählen. Ich war damit beschäftigt, den Nachlass nach dem Hinscheiden meines Gatten aufzuarbeiten. Selbstredend. Ein großer Verlust für Sie. Und die Kinder. Jo. Kann ich irgendetwas tun? Das hier. Mit einer Freundin zu reden, das hilft.
Sonst brauche ich nichts. Wunderbar. Ich habe den königlichen Leibarzt gefragt. Und er sagt, das Kind wird schnell und schmerzlos auf die Welt kommen. Sie haben Kinder. Sagen Sie mir, schmerzt es sehr? Eine Geburt ist der fürchterlichste Schmerz, unvorstellbar. Ich wusste es. Was wahrlich? Nein. Es schmerzt nur ein wenig. Ach, und ihr werdet euch kaum erinnern, wenn es da ist. Gut. Dieses hübsche Fleckchen Erde ist mein Lieblingsort in London. Sieh mal, wie hoch sie gewachsen sind. Agatha, du sagtest doch, dein Garten wäre erst erblüht, nachdem Lord Danbury das Zeitliche gesegnet hat. Was hast du damit gemeint? Das ist wahrlich ein Themenwechsel. Nein, eine Rückkehr zum Thema. Ich sagte doch, ich ziehe es in Erwägung. Möchtest du etwa wieder heiraten? Nun, soweit ließ ich meine Gedanken nicht schweifen. Es wäre eine große Veränderung und ich mag mein Leben, wie es ist. Und die Kinder würden, jedoch ich weiß auch nicht. Gab es jemals einen anderen für dich? Nach Lord Danbury, wolltest du je wieder heiraten oder wolltest du je einen Liebhaber? Ich wollte damals endlich auch leben. Also, gab es da jemanden nach Lord Danbury? Ich habe mein Leben gelebt. Ja. Gibt es hier nicht einen ruhigen Ort, um zu Hör konversieren? zu, Violet. Ich habe geliebt und ich wurde geliebt. Und das ist alles, was ich sage. Das ist alles? Ich bin diskret. Du hast mir gerade offenbart, dass du in einen anderen Mann verliebt warst nach deinem Gatten. Wir sind Freundinnen. Etwa nicht? Hatte ich dir jemals vom Bruder der Königin berichtet? Du und Königin Charlottes Bruder? Das ist eine Überraschung. Weil ich auf Diskretion Wert lege. Lady Danbury, wie schön Sie zu sehen. Euch auch. Aufgrund der Niederkunft bleibe ich vermutlich länger in England als erwartet. Darf ich Ihnen gelegentlich meine Aufwartung machen? Was, wir? Ja. Ihre Trauerzeit ist vorüber, oder irre ich mich? Sie wäre vorüber. Ja. Nun, dann darf ich. Ich würde mich freuen. Ausgesprochen. Ich habe mein Problem gelöst. Sie haben Ihre Majestät gefragt, sie sichert Ihnen den Titel? Mitnichten. Ich sprach mit dem Bruder der Königin. Prinz Adolphus? Er möchte mir den Hof machen. Ich lasse es zu. Ich werde ihn heiraten. Er ist ein deutscher Prinz. Er ist ein reizender Mann. Er regiert sein eigenes Land und nicht bloß wegen eines Experiments. Und sein Titel gehört ihm. Aber ich dachte, Lord Ledger. Was ist mit Lord Ledger? Wow. Incredible. Ich spüre, dass du mich beobachtest. Ich beobachte dich gern. Du lenkst mich jedoch vom Schreiben ab. Du leistest gute Arbeit. Da hege ich keinen Zweifel. Vor dem Parlament reicht gute Arbeit nicht. Da muss ich brillant sein. Das sind treffliche Worte eines brillanten Manns. Und die hier auch. Charlotte, Vielleicht brauchst du ein wenig Ablenkung. Ablenkung. Ich wüsste da etwas, das dich ablenken könnte, gemein. Ich brauche keine Ablenkung. Ich muss eine perfekte Rede vor dem gesamten Parlament halten. Oder wünschst du meine Absetzung? Ich könnte
könnte einfach aufgeben und ihnen meinen Kopf anbieten, die Monarchie beenden. Sollen sie mich den verrückten König nennen und lachen. Willst du das? Hör auf. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Ich will nur... Das ist wichtig. Wir sollten uns also jegliche Ablenkungen aufheben. Für ein anderes Mal. George, hör auf. Charlotte. Unser Kind. Es kommt. Jetzt schon? Ich glaube nicht. Hast du Schmerzen? بخوب بشكل چقدرش؟ شخص زدن ایران مؤشر حالت اشتباك زدن ایران دیدی ایران زدن خال تیت پیچید ایران یک کافی رو بدبخته یک دولت مسلمان نمونده باز ایران زدن؟ چند قه؟ مسلمان خواه زدگی هستن این بزرگ اول یک زدیم همش میکشن گفتم من چی نخوردم ما من چوکدم؟
ترسیده. چیکار داری تو؟ هی سازی؟ با انت میخوای بگم چه هست؟ آش نخوردی؟ از اینجا خوردم. چرا نخوردی؟ برای چی ورده؟ آش خورده سبزی کو؟ که خوردم شد. باید آش نخورده سبزی. هی؟ چی دو جا؟ استا لایف رفته شده است. نه کلت میبرویه.